Heute freue ich mich, ein paar Gedanken mit euch zu teilen am heutigen Abend über das Thema, wir sind erschaffen zu der Freude Gottes. Und mit dem Luki zusammen, wo wir angeschaut haben, über was wir reden wollen, ist es eigentlich ziemlich, mir persönlich ist es einfach gefallen, weil du musst wissen, jeden Tag, wo du aufstehst und realisierst, dass Gott dich liebt und zufrieden ist mit dir, wie du bist, ohne deine Leistung anzuschauen, ist ein guter Tag. Also du realisierst, dass es Gott gut mit dir meint und gute Gedanken hat über dir. Und du schaust vielleicht dein Leben an und es passt vielleicht nicht so ganz alles zusammen. Und du denkst, ich sollte da noch und dort noch und dort noch. Ich muss dich enttäuschen. Du musst ausbrechen aus dem religiösen Hamsterrad, wo du probierst, etwas zu erreichen, wo Jesus persönlich erfüllt hat an deinem Kreuz und dich einlädt, mit ihm zusammen Freude zu haben am Leben. Und durch die Freude am Leben einen Einfluss haben in die Gesellschaft. Im Psalm 149,4 heisst es, denn der Herr freut sich über sein Volk. Er krönt die Demütigen mit seiner Hilfe. Du denkst, demütig sein heisst so rumlaufen. Das ist leider Kabis. Demütig sein heisst nichts anderes, als ich stimme überein mit dem, was Jesus da hat, an dem Kreuz, wo wir da wunderbar aufgestellt haben. Als Symbol. Der Kreuzestod ist so essentiell wichtig für ein Leben in dem neuen Bund, neu geschaffen, geliebt von Gott für alle Ewigkeit, dass wir es nicht wegdiskutieren können. Wir müssen immer jeden Tag, jeden Moment aus dieser Gnade, aus dem Kreuzestod von Jesus Christus leben. Sonst bist du ein religiöser, komischer Christ, der probiert irgendwie eine Behavior Modification zu machen, dich besser zu geben, als du eigentlich bist. Wenn Gnade sagt, komm doch mit mir und schau, wie der Vater dich gemacht hat. Viel eine bessere Veränderung. Du bist geschaffen zu der Freude Gottes, weil Gott meint's gut mit dir. Einer von meinen Lieblingsverse in der Bibel steht in dem kleinen Prophet Nahum. Nahum, Kapitel 1, Vers 7, wenn du den mal willst durchlesen. Dort heisst, der Herr ist gütig. In schweren Zeiten ist er eine feste Zuflucht und er kennt alle, die bei ihm Schutz suchen. Ziemlich ein ermutigender Vers. Also Gott kennt alle, die bei ihm Schutz suchen. Du kannst irgendjemand Schutz suchen. Ich weiss nicht, in was für Sachen du manchmal Schutz suchst. Ich selber in meinem Leben merke, ich probiere mich immer wieder an viele Sachen zu klammern, wo mir irgendwie das Gefühl von Sicherheit geben. Und ich werde immer wieder ganz, ganz liebevoll daran erinnern, von dem guten Heiligen Geist, der sagt, das Einzige, was du brauchst, ist meine Liebe. Und Gnade und Barmherzigkeit, die an dem Kreuz fließt, wo Jesus einen Weg gemacht hat. Mein Hochzeitsvers, den ich vor 10 Jahren, am 14. Mai vor 10 Jahren geheiratet habe, mit der Davina, Psalm 100, Vers 5, ist für mich noch so aktuell und zeigt auf die Güte von Gott. Jeden Tag. Denn der Herr ist gut. Seine Gnade hört niemals auf und seine Treue gilt für immer. Also wenn du einen Vers müsstest auslesen aus der Bibel, wäre das jetzt einer, der dir wirklich gut tun, das Leben lang. Verstehst du, dass Gott gut ist ein Fakt. Du kannst dein Leben nur durch Jesus Christus anschauen, sonst wirst du enttäuscht. Weil zu uns allen Leben kommen Stürme, Sachen, die wir nicht verstehen. Wir haben Fragen, wir stellen vielleicht in Frage stellen die Güte von Gott. Aber das passiert nur, wenn du im Zentrum bist.
Wenn er im Zentrum ist das Einzige, wie wenn du liest im Kolosser 2, wenn du mal mein Tattoo angeschaut hast, wo der Baum gewurzelt ist in dem Buch, in dem Kolosser 2,7, wo es heisst, senk deine Wurzeln tief in Christus. Dann wirst du immer mehr erkennen, was er Gutes für dich da hat und dein Leben wird überfliessen in Dankbarkeit. Wenn du hineinschaust zu dir selber, dann, wenn ich zu fest hineinschauen in mich selber, werde ich ziemlich schnell deprimiert und es löscht mir ab. Ganz ehrlich. Und darum lerne ich jeden Tag immer wieder weg von mir zu schauen, auf ihn zu schauen und zu schauen, für was bin ich eigentlich geschaffen. Erschaffung zur Freude Gottes. Güte Gottes kann nur in Frage gestellt werden, wenn wir unser Leben nicht abgegeben haben. Wenn ich da, ich habe da noch 2, 3 ganz gute Sachen aufgeschrieben. Ich muss das schnell anschauen. Genau. Jetzt müsst ihr euch das mal reinziehen. Er will, dass wir einen klaren Blick haben auf das, was Jesus Christus da hat. Gott schenkt uns nicht seine Segnungen auf Kosten von ihm. Also er gibt mir nicht Kind. In erster Linie schenkt er, jetzt mir als Familie, wenn ich anschaue, meine 4 Kinder, die Gott mir und meiner Frau geschenkt hat, ist ein Abglanz von seinem Wesen. Er schenkt mir etwas von ihm, aber nicht auf Kosten von ihm. Meine Kinder sind nicht mein Gott. Das ist ein anderes Level. Er ist König über mein Leben. Und wie oft nehmen wir Gesundheit, unsere Arbeit immer etwas, wenn es gut läuft, das ist ein Segen vom Himmel. Wenn Challenges kommen, wenn Krankheit in unser Leben kommt, wenn Tod in unser Leben kommt, dann plötzlich ist unser Blick nicht mehr klar. Ich sehe so viele Christen, ich kann nicht unterscheiden, wer es jetzt gut und wer es schlechter macht. Im Johannes 10 heisst es klar, der Feind kommt, um zu zerstören und kaputt zu machen und zu rauben. Das ist sein Naturell. Unserem Gott, dem Gott, wo ich diene, sein Naturell ist Güte, Barmherzigkeit, Frieden, Gnade, Freude, Shalom, Multiplikation, alles Gute, die Schrift sagt, alles Gute kommt vom Herrn, von dem Geber, von dem Gott, vom Licht. In ihm ist keine Dunkelheit. In uns sehen wir manchmal noch Dunkelheit. Aber ich kann dir sagen, wenn dein Blick aufs Kreuz ist, siehst du nur Licht. Du siehst nur Annahme. Und sobald du nicht Annahme siehst, siehst du durch deine eigene Erlebnis durch. Und die bösen Geister in der Himmelswelt werden dir ein Gottesbild präsentieren, das nicht wahr ist. Und du wirst nie können deine Sucht und deine Kämpfe überwinden. Weil du immer denkst, das Problem liegt noch bei dir. Aber Jesus hat gesagt, ich habe alle Sünden ans Kreuz genagelt. Wenn du Römer 6 durchliest, du bist tot für die Sünde. Hey, bleib tot. Nimm's an. Wenn Römer spricht, du bist ein Sklave von der Gerechtigkeit, dann nimm's an. Im Klagelieder 3, 22 bis 24 steht eine wunderbare Passage im Alten Testament. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Freunde, ich bin froh, dass Erbarmen von meinem Vater jeden Morgen neu ist. Gross ist deine Treue, o Herr. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Freunde, so klar ist es beschrieben, an so vielen Orten. Gott ist gut, tut Gutes und meint's gut mit uns. Versteht ihr? Ich wünsche mir, dass wir eine Generation werden. Und verstehst du, ich zähle mich schon zu den Alten mit 34, obwohl ich mich fühle wie 18. Aber du bist vielleicht 18, wirklich.
Jahrgang 2002. Hey, da habe ich schon die WM geschaut. Ich wünsche mir, dass wir ein Volk werden, wo unseren Gott kennt, wo weiss, was er tut. Wo weiss, dass er der ist, der Gutes tut. Nicht alles, was passiert auf dieser Erde, ist Gottes Wille, gell? Der Himmel gehört am Herrn. Die Erde hat er in die Hände der Menschen gegeben. Wir haben die Verantwortung auf dieser Welt. Da ist Leben und Tod in der Kraft der Zunge. Wir können Leben spenden, wir können Tod. Ich habe mir das heute noch mal überlegt, ist schon krass. Du kannst in dieser Welt an dämonischen Mächten sagen, komm und benutze mich und Zerstörung bringen. Schlimmer kannst du es fast nicht verstehen mit dem Kopf. Und Menschen sind nur Marionetten. Menschen sind Marionetten, die sich angeben an diesen dämonischen Mächten, die nichts anderes wollen, als Zerstörung und Tod zu bringen. Und du kannst dich aber genauso hingeben dem Heiligen Geist und voll sein von der Frucht vom Geist und es Licht sein, wo wenn dämonische Mächte an dich herankommen, sie sagen, wow, lass mich in Ruhe. Lang mich ja nicht an. Weil du realisiert hast, der gute Gott hat dich und mich zu seiner Freude geschaffen, um einen Unterschied zu machen auf dieser Erde. Und zwar ein Unterschied, wo dich deine Rechte kostet. Weil wenn du deine Rechte aufgibst, ist es so viel schöner, ihm nachzufolgen. Verstehst du? Gott, der Vater im Himmel, ist mir nichts schuldig. Der hat mir alles gegeben. Sieht mich jeden Tag gerecht, liebt mich jeden Tag. Genauso wie dich. Jetzt geht es darum, dass wir anfangen übereinstimmen mit dem, was er sagt. Du kannst nur ein Leben in der Freude Gottes leben und das auch erleben, wenn du immer wieder deinen Blick wegnimmst von deinem eigenen Gärtli. Ich kann es nicht anders sagen. Und auf das Kreuz schaust und anfängst zu jubeln in deinem Herz, weil du weisst, der Vater ist für mich. Und er meint es gut mit meinem Leben. Du bist kein Opfer. Jesus hat dich nicht als Opfer zurückgelassen. Er war das Opfer gewesen. Und weisst du was? Wenn du mehr und mehr an das Kreuz anschaust, wirst du mehr und mehr realisieren, dass du kannst vergeben. Dass du kannst freilassen, dass du kannst Bitterkeit, hey, wir haben so etwas Falsches angetan. Und Jesus sagt, ja, mir auch, gib's mir. Gib's mir. Ich habe ab und zu merke ich, wie irgendwann mit etwas Bitters in meinem Herz aufkommt. Ich will keine Bitterheit in meinem Herz behalten. Ich will alles ihm geben. Ich will nicht stolz sein. Bitte, Jesus, nimm alle Bitterkeit von mir. Ich bin erschaffen zu deiner Freude. Du bist gut und du liebst mich. Ich sage dir, mit Leuten zusammen zu sein, die nicht bitter sind, das Geilste, was es gibt. Es ist wie anziehend. Es gibt so viele Leute, die abgelöscht sind. Auch Christen. Weil Bitterkeit und nicht einen klaren Blick auf das Kreuz und Religiosität ihre Sicht vernebelt hat. Und wir brauchen einander, um immer wieder den Schleier wegzunehmen und zu sagen, hey, seh dich so, wie er dich sieht. Und lass dich von innen dran raus verändern. Wir wollen jetzt als kleiner Cut uns 1 Minute, 2 Zeit nehmen, in einem Instrumental, das zu praktizieren. Weil schlussendlich kannst du immer gehört bekommen. Ich meine, du kannst genau gleich bitter rausgehen, wie du gekommen bist. Du kannst genau gleich mit deinen Kämpfen rausgehen, wie du gekommen bist. Aber ich sage dir, da ist ein Vater, der in einer Sekunde da ist in deinem Herz. Nicht weit weg. Ein Heiliger Geist, der da ist. Und du kannst ihm das alles angeben. Das Kreuz hilft manchmal, seinen Blick dort anzurichten. Ich weiss nicht, wo du noch etwas in deinem Herz hast, wo du denkst, dort bin ich zu wenig gut. Vielleicht siehst du gerade deine Sünde, die du heute oder gestern gemacht hast. Weißt du, was Jesus sagt? Ich habe die Sünde an dem Kreuz getragen.
bist viel mehr als das. Und der Vater sagt, ich sehe dich durch Jesus. Komm zu mir, lass dich von innen heraus verändern. Wie schön ist es, wenn wir etwas überwinden können, in dieser Kraft von dieser Gnade. Weil ich sage dir, wenn du mit Anstrengung probierst zu machen, bist du in 2 Monaten wieder drin. Wenn aber dein Herz beschnitten wird durch den Heiligen Geist, weil seine Liebe dein Herz erreicht, bist du frei für immer. Die Frage ist, was willst du? Es braucht nicht viel. Es braucht ein ehrliches Herz. Vielleicht hilft es, wenn du deine Augen zumachst. Und ich will uns jetzt einfach die Minuten geben. Es ist egal, wo du dran bist, aber nimm es nicht wieder mit. Bitte. Lass da. Bist nicht stolz. Lass da. Gang frei heim. Im Wissen, dein Vater hat ein Ja über dein Leben. Ich weiss nicht, was war, was dir aufs Herz gekommen ist jetzt. Ich kann dir sagen, was mir aufs Herz gekommen ist, um es praktisch zu machen. Ich habe den Eindruck gehabt, der Heilige Geist sagt zu mir, es ist schön, wenn es läuft im Business. Bei mir jetzt auf dem Hof. Ich bin dankbar, es läuft sehr gut. Und ich habe gemerkt in meinem Herz, in den letzten paar Wochen, ist wie ein bisschen stolz geworden. Also ich habe es schon drauf. Ich habe das Management im Griff, ich weiss, wie es läuft. Und der Heilige Geist hat gesagt, ich bin froh, dass du an deine Fähigkeiten glaubst, aber glaub mir, jeden Morgen bist du abhängig von dieser Gnade von deinem Vater. Und ich musste umkehren. Aber in Freude. Weil ich das Kreuz sehe, weil ich ja einen Freund habe, der mich ermutigt und sagt, ich will nicht auf meine Kraft vertrauen, sondern ich will auf seine Kraft vertrauen, weil er ist der, der Regen und Wachstum gibt. Egal, wo du beruflich tätig bist oder in was für einer Schule oder was du momentan gerade anlangst. Aber das war für mich ein Step, den nehme ich heim. Da will ich jetzt wieder die nächsten Tage mich wieder darüber freuen, dass ich einen Gott habe, der mich gern und freundlich darauf hinweist, wo ich meine Kraft auf etwas anderes setze, als auf das Kreuz, als auf die Gnade von dem Jesus, von meinem Bruder, von dem, der für mich gezahlt hat, an dem Kreuz. In dem zweiten Teil habe ich den Titel gewählt, du bist geschaffen, um anzubeten.
Worship ist dein Leben. Alles, was du tust. Also Anbetung ist jetzt nicht der Song gewesen, den wir da vorne gemacht haben. Ja, auch. Aber ganz ein kleiner Teil. Im Römer 6, 13 bis 14 heisst es, lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das Böse werden und mit ihm zu sündigen. Stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung. Denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, so dass ihr tut, was gerecht ist. Die Sünde hat die Macht über euch verloren, denn ihr steht nicht mehr unter dem Gesetz, sondern seid durch Gottes Gnade frei geworden. Freunde, wenn der Vers in euch Druck auslöst, dann habt ihr das ganze Konzept von dem neuen Bund nicht verstanden. Das ist nichts anderes als eine Freudenbotschaft, wo der Paulus euch sagt, hey, realisiert, Gott hat euch wirklich frei gemacht. Ihr müsst nicht mehr der Sünde dienen. Ihr könnt umkehren. Ihr dürft ihm alles bringen und ihr seid im Fall geschaffen, um frei zu sein. Alles, was ich tue, ist Anbetung. Ich will in allem, was ich tue, in dieser Danksagung, in dieser Gegenwart leben. Also wenn du in die Schule gehst, ist das Anbetung. Wenn du erschaffen bist zur Freude Gottes, wenn du ein Leben mit Vision leben willst, geht es eigentlich darum, wie kann ich jeden Tag, zu jeder Zeit, zu jeder Sekunde in der Gegenwart von Gottes Leben sein und meine tägliche Arbeit verrichten. Und das ist nicht irgendwie etwas Komisches, Spirituelles, irgendwie eine religiöse Aktion, sondern in einem Bewusstsein, dass mein Gott mich nie verlässt. Aber wenn du schon nicht glaubst, dass er gern mit dir zusammen bist, wie kannst du denn jemals glauben, dass er immer gern bei dir ist? Er ist nämlich lieber bei dir, als du bei ihm. True. Er hat gesagt, ich komme, ich verlasse euch nicht mehr. Er hat gesagt, mein Geist bleibt in euch für immer. Wir sind die, die sagen, Gott, wo bist du? Und er sagt, ich check's nicht. Ich bin ja da. Und entweder haben wir recht oder die Schrift hat recht. Und das musst dann du entscheiden. Ich bleibe bei der Schrift. Wenn er sagt, ich bleibe in euch und verlasse euch nie, dann nehme ich es an. Im Psalm 100, Vers 4, du weißt, wir haben vorhin den Hochzeitspsalm, Psalm 100, Vers 5 gelesen. Vers 4 heisst es, geht durch die Tempeltore mit Dank, tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang, dankt ihm und lobt seinen Namen. Wenn du willst wissen, wie du kannst in dieser Gegenwart bleiben, probier es mit Dankbarkeit. Probier es mit Dankbarkeit. Danke, Vater. Danke. Bei uns sind die banalsten Gebete im Haus mit dem Kind. Danke für das Bett. Danke fürs Essen. Danke, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Danke, dass es uns gut geht. Danke, dass wir gesund sind. Du denkst, ja, komm, aber irgendwann hast du es dann auch mal gehört. Nein. Du hast es nie genug gehört. Du musst dir jeden Tag, du sagst es deiner Seele jeden Tag, du freust dich heute, ab dem heutigen Tag, weil Gott gut ist mit dir. Ich sag's meiner Seele und du sagst es deiner Seele. Weil wir sind geschaffen, um anzubeten. Und wenn du in dieser Gegenwart bist, bleiben in den Tempelvorhof hinkommen, dann kommst du nur hier mit Dank. Du kommst nicht irgendwo anders rein. Es heisst da mit Danksagung und Lobgesang. Und die schönsten Danksagungen und Lobgesang sind dann, wenn es nicht gut läuft. Wenn du einfach kannst in dieser Danksagung bleiben und wissen, auch in den Schwierigkeiten, wo der Find mir etwas probiert zu klauen, schaue ich auf zum Himmel, wo meine Hilfe herkommt. Und ich sage, danke, Vater. Schau mal, wie der Teufel wieder etwas weggestohlen hat. Du wirst mir wieder im Angesicht von ihm, von meinen Feinden, wirst du mir einen Tisch bereiten. Und ich will mich so freuen. Wenn ich essen kann und du für mich kämpfst. Und das, liebe Freunde, braucht ein Mind Change. Das braucht ein Umdenken, weg von unserem religiösen, komischen Denken hin zu einem Christusähnlichen Denken.
Nämlich nicht ein Christus, der gekommen ist, um irgendwie so uns ein bisschen abzupolitieren und ein bisschen, ja, die sind jetzt alle gut, die können jetzt alle in den Himmel kommen. Nein, er ist gekommen, um ein komplett neues Leben zu schenken. Für dich und für mich, um ihm jeden Tag Freude zu bereiten. Und wenn wir es nicht schaffen und wenn wir umkehren, dann schauen wir auf zu dem Kreuz und sehen uns als gerechte Bäume und sagen, danke Vater für Vergebung von Sünden. Hilf mir, ich will so sein wie Jesus. Das ist die grösste Freude. Nie mehr angeklagt, nie mehr beschämt, immer ein Freund. Ich denke manchmal, es ist aufgeschämt, wie oft ich manchmal irgendwo drin fallen oder irgendetwas sagen, was ich nicht sollte. Und der Heilige Geist, wie freundlich er mir immer begegnet und mich ermutigt. Nie abziehen, nie fertig machen, nie kleiner machen, nie du schaffst es eh nie, du bist nichts, nie. Immer, ich bin bei dir. Komm on, Junge, du bist doch viel mehr. Hey, ich helfe dir, ich schenke dir Gnade in diesem Moment. Komm zu mir. Ich helfe dir. Ich will dich ermutigen. Bleib dran. Bleib dran in dem Blickwinkel auf das Kreuz. Weil du darfst immer wissen, wer einen guten Gott hat, wie du und ich, der hat immer etwas zum Danken sagen. Mach es zu einer täglichen Routine und fang an zu erleben, was es heisst, unter dem Schirm vom Höchsten zu wohnen, wie der Psalmist sagt. Weil nämlich jeden Tag scheint sein Angesicht auf dich und sagt, das ist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, an der habe ich wohlgefallen. Und nicht, wenn sie das und das und das und das macht, sondern Fakt. Und aus dieser Annahme heraus leben wir. Sprüche 16,25, der letzte Vers, da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint, aber zuletzt sind es Wege des Todes. Und im Englischen heißt, there's a way that seems right to a man, but it leads to death. Und das sind unsere Mind Patterns, das sind unsere religiösen Gedanken von einem Gott, der nicht für uns ist, der harsch ist, der Gericht ist, der uns fertig machen will, der uns abdruckt, der unsere Sünde gross macht. Das ist alles Kabis. Der Vater im Himmel ist anders. Und wir müssen anfangen zu lernen, durch Jesus Christus den Gott zu sehen, damit wir sehen, wer wir sind. Denn nur wenn wir Jesus anschauen, können wir schauen, wer wir sind. Du findest dich nie halb. Du kannst 2 Jahre lang auf eine Welt reisen und dich selber finden. Du kannst 3-mal um die Welt reisen. Das nützt alles nichts. Du findest dich nur in Christus. Das Einzige, wo du dich findest. Und lass uns das hineinsinken in unser Herz. Luki, nimm uns mit in den letzten Teil. Ja, Dom, du hast ja gesagt, immer dort, eigentlich wir sind für Gott geschaffen und wir machen ihm am meisten Freude, wenn wir immer wieder an das Kreuz gehen. Mit allem, wo wir sind, wenn wir uns immer wieder hingeben an das Kreuz. Aber ich weiss nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ich mich am hingebe an das Kreuz oder wenn ich mein ganzes Leben vor Gott gebe und vor das Kreuz komme und meine Lasten bei ihm abgebe, meine Freude bei ihm abgebe, dann, du hast jetzt da gesagt, von Lob und Dank hast du geredet. Aber dann merke ich, mein Herz, das füllt sich nicht immer mit Lob und Dank. Vielleicht meine Situation. Ich weiss nicht, ob ihr das kennt, aber ich kenne das auch. Ich komme vor das Kreuz, ich komme vor den Gott, ich will ihm alle Ehre geben, ich will mich ihm hingeben. Aber irgendwie in meinem Herzen fühlt es sich gar nicht so voll an. Und ich glaube, das ist, weil wir mega viel Hingabe, das ist mega viel, wie wir Anbetung connected mit Emotionen. Also ich gebe mich dem Kreuz hin, also muss ich auch mich mega gut fühlen in dem Moment. Und ich glaube, es ist ein bisschen anders, weil wir sind so uns immer gewohnt, zum Beispiel, dass wir ganz einfach das einfachste Beispiel, Select-Automat, wir lassen etwas rein, es kommt unten etwas raus, es schüttet Glückshormone aus, ich habe Freude. Oder du hast eine Freundin oder einen Freund, du schenkst ihr ein Geschenkchen, es packt es aus und es werden Glückshormone ausgeschüttet. Also immer eine Aktion und eine Reaktion. Also ich hoffe, es werden Glückshormone ausgeschüttet. Falls nicht, dann würde ich nochmal über Bücher. Vielleicht musst du die Freundin besser kennenlernen oder den Freund. Aber
wir sind uns so gewöhnt, dass eine Aktion immer gerade eine gute Emotion rausbringt, jetzt in dem Fall. Und viel bin ich mich auch gewöhnt, oder ich habe das Gefühl, immer gerade, wenn ich vor Gott gehe, muss gerade alles positiv sein, muss gerade Emotionen aufdingseln. Und es gibt Momente, wo ich vor Gott komme und ich gehe auf die Knie und ich merke seine Gegenwart. Aber es gibt Momente, wo das auch nicht der Fall ist. Und ich glaube, Anbetung und Hingabe ist nicht immer connected mit den Emotionen. Weil wenn du nach den Emotionen lebst, wirst du kaputt gehen. Dann wird dein Leben auf und ab und auf und ab gehen. Einen Tag geht es dir mega gut, weil keine Ahnung was. Hast irgendwie wieder eine Freundin, wenn wir schon gut in diesem Thema sind, oder weiss es auch nicht, hast irgendetwas abgeschlossen und am nächsten Tag hat dich ein Kollege ein bisschen komisch angeschaut und irgendeinen Spruch über dich gemacht und du fühlst dich mega am Boden. Wenn du bei deinen Emotionen lebst, dann wirst du zu Grund gehen. Und das genau Gleiche ist es auch bei der Hingabe. Ich glaube, Emotionen haben wir sowieso. Gott hat uns geschaffen. Aber nicht immer, wenn wir gerade vor das Kreuz gehen, füllt sich mein Herz mit positiven Emotionen. Aber das Thema ist erschaffen zur Freude Gottes. Ich glaube, Gott hat am meisten Freude, wenn wir genau mit all diesen Emotionen, wenn es gut sind, wenn es uns gut geht, und auch wenn es schlecht ist, wenn es uns schlecht geht. Wenn wir authentisch vor das Kreuz hingehen. Wenn wir authentisch, Gottes schießt mich an und ich gehe auf die Knie und ich bete ihn an. Egal, ob ich es spüre oder nicht. Egal, ob ich mega Glückshormone habe. Aber ich bete den Vater an, indem ich authentisch vor Gott komme. Weil weisst, er kennt uns sowieso. Meine Schwester hat 3 Mädchen und es ist so lustig als Eltern, oder wenn ich jetzt das als Brüder an mich beobachte, wenn zum Beispiel eine Situation hat, so irgendwelche Süßigkeiten haben gefehlt und sie läuft um und fragt, hey, wo sind die Süßigkeiten an? Und dann siehst du das eine Mädchen so ganz mit einem komischen Gesicht irgendwo im Eckli. Aber sie hat nichts gesagt, aber als Eltern siehst du das. Du kennst deine Kinder. Tom, du kannst von dem wahrscheinlich eine Geschichte erzählen. Du kennst, was sie irgendwie auf dem Herzen haben. Und die wahre Anbetung ist, wenn du authentisch vor Gott kommst, weil er kennt dein Herz sowieso. Der David ist da ein mega geiles Vorbild. Es ist so, der David ist crazy. Wenn wir Psalmen lesen, er geht so ungefiltert vor Gott. Und ich will dich ermutigen, du machst Gott eine riesen Freude, wenn du ungefiltert vor Gott kommst. Weil er ist dein Vater, er kennt dich sowieso, er schaut dein Gesicht an und du bist so ein bisschen dort, aber du willst es nicht sagen und Jesus, es schiesst mich eigentlich an und Heiliger Geist, wo bist du überhaupt? Komm ungefiltert vor Gott. Hey, er liebt es, wenn du ungefiltert vor ihn kommst. Ich glaub mir, er mag es verleiden. Auch wenn du dich mal auskotzt. Wenn du mal sagst, Jesus, es schiesst mich an. Ich lese meine Bibel, ich komme immer wieder in die Gegenwart, aber mein Herz ist irgendwie so leer. Oder ich fühle es nicht gerade. Hey, schütt ihm das aus, er kennt es. Und ich glaube, er holt dich genau dort ab. In unserem Buch «Leben mit Vision» steht Aussage auf Seite 121, für die es nachlesen wollen. Heisst, es macht Gott Freude, wenn dein Herz ehrlich zu Gott ist. Der beste Anbetungsstil ist der, in dem du deine Liebe zu Gott am authentischsten Ausdruck verleihen kannst. Ganz simpel, gang ungefiltert vor Gott. Auch wenn du nicht fühlst, auch wenn deine Emotionen nicht gerade positiv sind. Das ist, was wahre Erfüllung bringt. Zurück zum David. Ich werde euch schnell einen Vers, einen Psalm vorlesen, wo mich einfach immer wieder berührt, wo er einfach mal sich auskotzt. 22, 1. Oder so machen wir gerade beim 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und ich komme nicht zur Ruhe. Du bist doch heilig. Du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Hey, das ist so ein Moment, wo der David ungefiltert vor Gott kommt. Ich glaube, er ist sich dem bewusst, was er Dom gesagt hat. Hey, da hat einer alles gezahlt für mich. Aber es ist gleich ein Kampf gerade in meinem Leben. Und er kommt einfach ungefiltert vor Gott und geht vor das Kreuz. Weil er weiß, Psalm 46, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in der großen Nöten, die von uns
Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Der David hat das gewusst und das zählt auch für dich heute Abend. Wenn du dein Leben hingibst, heisst nicht, dass alles gerade super ist und dass du immer nur positive Gefühle hast. Aber es macht Gott so Freude, wenn du ungefiltert vor ihn kommst. Ungefiltert mit Dank vor ihn kommst. Und bei mir ganz praktisch werden, um das ein zusammenzufassen. Wenn ich Gott nicht fühle, gehe ich authentisch vor ihn. Egal wo das ist, ich habe bei mir die so einen Teppich gekauft, der ist richtig bequem. Ich sage es euch. Ich gehe auf den Teppich zum Beispiel oder einfach vor Gott irgendwo, ich weiss nicht, was bei dir ist, vielleicht beim Laufen, und schütte mein Herz ihm einfach mal authentisch aus. Jesus, ich finde es mega geil, das. Es ist so schön. Oder hey Vater, es schiesst mich an. Ich gebe mein Herz ganz in etwas rein und es läuft nichts und ich sehe keine Früchte und ich fühle mich nicht geführt von dir, Heiliger Geist. Aber das sind all die Lügen. Du merkst, da dreht sich so viel wieder um mich. Aber ich komme trotzdem vor Gott und ich schütte einfach mal alles aus, weil er kennt meine Gedanken. Und als zweites konzentriere ich mich auf das unveränderte Wesen von unserem Vater. Weißt du, vor einer Zeit habe ich mal alle Namen so ein bisschen von Gott angeschaut. Wir haben so einen vielfältigen Gott. Und mir hilft es, wenn ich vor das Kreuz gehe und einfach anfange, seinen Namen zu proklamieren. Die Juden, für sie ist so heilig gewesen, überhaupt den Namen Jahwe auszusprechen. Und zum Beispiel fange ich dann an auszusprechen, hey Gott, du bist Jahwe Nissi. Du bist Gott, unser Banner. Ein Banner, das man im Krieg aufhebt, das zuvorderst vorne ist, wo man anschauen kann, wo man Stärke davon nehmen kann. Oder du bist Jahwe, Rapha, du bist Gott, mein Arzt. Oder du bist Abba, mein Vater, mein engster Freund, mein Vater, mein Daddy. Und ich fange an, einen Namen zu proklamieren. Ich fange an zu proklamieren, dass Gott, du bist gnädig über mein Leben. Gott, du bist Liebe in meinem Leben. Und so fange ich an, mich weg von mir zu drehen und anfange weg hin zum Kreuz zu schauen. Weil dort bist du geschaffen. Das macht Gott Freude. Du bist nicht geschaffen, für dein eigenes kleines Gärtchen zu pflanzen und da noch ein bisschen wässern und da, Jesus, da hat es noch etwas. Du bist geschaffen, um erfüllt zu werden an dem Kreuz und rauszugehen. Du bist geschaffen, zum rauszugehen. Und darum, dort fange ich an, wegschauen von mir selber und hin zu dem Vater. Und der Dom hat es schon ganz viel Mal gesagt. Wenn ich Gott nicht fühle mit meinen Emotionen, dann fange ich einfach eben als erstes an, authentisch zu sein. Als zweites fange ich an, seinen Namen, sein Wesen, mich auf sein Wesen konzentrieren. Und als drittes fange ich einfach an, Danke zu sagen. Hey, wir haben so viele Gründe zum dankbar sein. Ich habe gar nicht genug Zeit, aber es gibt jenste Stories, wo ich irgendwo im Drittweltland war, wo nur schon die krassesten Grundbedürfnisse nicht gestillt sind. Hey, wo kleine Mädchen müssen um ihr Leben kämpfen. Sie müssen kämpfen, dass sie nicht vergewaltigt werden, was auch immer Mögliche. Aber uns geht es so gut, nur schon körperlich, und das ist nur so ein kleiner Teil. Uns geht es körperlich so gut, aber uns geht es auch geistlich so gut. Wir dürfen so erfüllt werden in dem Kreuz, an dem Kreuz, in dieser Gegenwart. Das Einzige, was wir machen, ist, wir müssen uns einfach hingeben. Wir müssen uns hingeben zu dem Kreuz. Du kannst es nicht verdienen, aber du musst den Schritt auf das Kreuz wagen. Weißt du, der Vater hat alles gezahlt. Und du musst dich wegwenden von dem Egoistischen, um dein eigenes Gärtchen drehen und um die Lügen, wo du vielleicht auch Gott anfängst anklagen. Aber wir lesen es genau in Johannes 10. Der Satan ist zum Zerstören, zum Lügen und zum Klauen gekommen. Und der Vater ist gekommen, um dir Leben zu geben. Leben im Überfluss. Und darum möchte ich uns ermutigen, Freunde, jetzt in eine Zeit hineingehen, wo wir einfach kurz ein bisschen Worship hören. Und ich möchte 2 Sachen als Ermutigung mitgeben. Erstens, vielleicht hast du etwas auf dem Herzen, das dich anschiesst. Bist einfach ehrlich mit dem Vater. Er kennt dich sowieso. Er ist wie meine Schwester zu ihren Kindern. Hey, du siehst es von weitem. Er schaut dich einmal an und sieht, was du denkst. Aber es macht ihm Freude, wenn du authentisch, wenn du so wie du bist, vor ihn kommst, ungefiltert vor ihn kommst. Und schütt ihm dein Herz aus. Das Gute sowie das Schlechte. Oder vielleicht ist es auch dran, dich ganz neu nochmal für den Vater zu entscheiden, an das Kreuz zu gehen. Dein Leben hinzugeben. Dein Leben war nie bestimmt, um dich selber zu drehen. Du wirst nie
erfüllt sein in deinem Leben, wenn du nur um dich selber drehst. Du wirst nie Freude im Leben haben, wenn du nur um dich selber drehst. Weißt du, die Welt, die müssen alles immer verdienen. Die müssen einen guten Standard haben, ein gutes Ansehen haben, dass sie erfüllt sind. Das Einzige, was wir machen, ist unser Leben hingeben. Authentisch. Lass uns in eine Zeit gehen, wo du entweder einfach kannst voll in die hingehen. Vielleicht gibt es einen spezifischen Lebensbereich. Vielleicht kennst du den Jesus gar nicht. Dann möchte ich dich einladen. Lass du ihn in dein Leben ein. Hey, da ist ein Vater da, der alles für dich gegeben hat. Bist ehrlich vor dem Gott. Schütt ihm dein Herz aus.